De Summer as River, de Wander steht vun der Dir, zummer schon gin an de Schaf stalt, d Wander schon gin rausgeholl. Aber beim Auto ass dat net Wander schon, méi do sinn Wander pneuen. Frank Mers vom Automobilclub, da stellt immer die Frage, muss ich wirklich Wanderpneuen lo de Wander durch opleien? Ja, also das schon gut fir am Wanderpneuen op d'Auto zu machen, mat dem Klima wo mir joun, a mat de niedrigen Temperaturen. Muss ich einfach wissen, dass een Wanderpneu bei kalten Temperaturen besser schafft. An dofir rode mir auch kommerziell aus lo Wanderpneuen zu hunn. Da gëtt je dann noch een Unterschied zwischen Summer Wanderpneuen. Ja, da ginnet schon Unterschiede zwischen Summer und Wanderpneu. Da sind hauptsächlich zwei Unterschiede. Den das enke de Profil und das enke Gummimischung. Beim Profil da hummer so kleine Lamellen am Profil, die sich am Schnee ergreifen. Dafür ist den Pneu eigentlich am Schnee dann noch effikaz. Der Rest vom Profil ist auch ein bisschen ähnlich für den Schneematsch zum Beispiel besser zu verdrängen. Und dann ist natürlich die Mischung vom Pneu, die ist mit Müll. Und das ermöglicht eben, dass der Pneu auch bei niedrigen Temperaturen kann Haftung aufbauen, was eben halt Sommerpneu nicht kann. Profil deft vun engem Wanderpneu wie gesagt déias. Also was das Profil belangt, als der Code de la Route schreibt 1,6 mm für, das ist natürlich für Wanderpneu nicht genug. Wie ich schon gesagt habe, sind am Wanderpneu so Lamellen, die sich am Schnee ergreifen. Und dadurch soll ich nicht unter 4 mm Profil haben. Ein Wanderpneu, den just unter 4 mm Profil hat, ist noch vielleicht gut umdrechnen, nassen, aber kann sich am Schnee nicht mehr so ergreifen, ist dafür auch nicht mehr so effekaz. Wie seht ihr da mit der Moose bei den Wanderpneuen aus? Was Moosen anbelangt, effektiv war es so, dass früher Wanderpneu mehr schmal waren. Das ist nicht mehr unbedingt der Fall. Moosen stehen heute am Zertifikat de Konformité für die Pneuen, die zugelassen sind. Und da muss ich schon sich dran halten. Frank Mers, wie lange kann ich dann nur mit der Wanderpneu fahren? Hast du irgendwie eine Zeit hier geschrieben? Weil momentan da sind wir ja schon November, schon bald Dezember. Da sind ja schon viele Leute, die damit fahren, und sind andere Leute, die nicht damit fahren. Der Code de la Route schreibt für, dass Wanderpneuen bei wanderlichen Verhältnissen müssen im Auto drauf sein. Das heißt bei Schnee, bei Eis, bei Schneematsch. Und das ist kein direkten Datum für geschrieben. Kann ich aber davon ausgehen, dass ein Pneu soll am Oktober drauf machen und dann hat ihn sie bis Ostern. Da soll ich natürlich aber dann nur der Meteo gucken, weil kann auch sehen, dass nach no Ostern wanderliche Konditionen herrschen und dann eben Wanderpneu nach muss hun. Dann soll ich natürlich aufpassen, wie lange ein Wanderpneu hält. Muss ich einfach bedenken, dass die Qualität vom Gummi am Alter auffällt und das ungefähr so ab 5-6 Jahren aber so Pneu nicht mehr so gerade effekaz ist wie neu. Frank, du hast just geschwärzt, dass der Pneu 5 bis 6 Jahre hält. Also muss ich auch können die 5-6 Jahre stockieren. Ich stockiere bei mir daheim oder ich gehe in eine Garage, wo ich mein Auto gekauft habe. Aber was gibst du den Leuten als guter Rat für den Pneu zu stockieren? Also das ist am besten, dass den Pneu mal dreschen wird. Darf nicht zu warm sein, der will sie nicht bei der Heizung setzen, weil sie sonst nach Echter aushärten. Und auf der anderen Seite dürfen sie aber auch nicht viel gehen. Und für es richtig zu stockieren, sollen entweder so Pneu warm hängen oder wenn ihn so Pneu auf der falschen hat, kann ihn auch über den Nähe legen. Das heißt, wo ihn dann einen Karton dazwischen legt. Oder was auch noch eine gute Lösung ist, das für sie und die Mauer zu hängen. Nu sind auch ganz viele Leute, die den Wander durch einen Allwetterpneu drauf machen. Am Menge Namen, ich weiß es nicht mehr, da frage ich den Frank Mers vom RTL mal denken, ja, ist das gut für so einen Allwetter während dem Wander drauf zu machen und auf was für Autoen? Also, wie wir schon gesagt haben, ist es so, dass wir vom RTL aus raten, Wanderpneuen, Sommerpneuen über die Jahre zu fahren. Natürlich sind aber auch viele Leute, die müssen nicht unbedingt bei allen Wetterkonditionen raus. Und da kann ein Allwetter eine Option sein. Muss ich noch sagen, dass in den letzten Jahren ganz viel Progrès gemacht sind bei den Allweatherpneuen und dass die auch besser sind, dass sie nachher nicht so gut sind wie Wanderpneu am Winter und Sommerpneu am Sommer. Aber wie gesagt, für Leute, die nicht alltag müssen fahren, kann das eine Option sein. Das ist aber ziemlich unabhängig vom Auto, von der Zylindrie oder vom Gewicht. Das ist einfach allgemein echter und den Fahrkonditionen gebunden. Frank, wenn du alles geguckt über Pneuen, du sonst gut Rotschläge gehen, ich meine, die Leute werden die runholen, aber auch noch verschiedene Rotschläge über den Auto. Wie soll ich mein Auto für den Winter vorbereiten, wo es kalt ist, wo dann noch Schnee liegt, wo es meist gefroren ist?
Also nie de Pnøen ass dann auch ganz wichtig enker zu gucken, ob Batterie gut ass. Wir können déi auch bei uns am Artialdiagnostikcenter préwen enker vir hun Wander fir gucken, ob se nach gut ass an de Wander dann noch packt, weil dat awer nach immer die hefest Panners. Und dann ass natürlich auch noch wichtig zu soen alles wat Sicht du belangt, dat heißt, da se gut Wicherblieder fir de Wander am Auto huet, an och proper Fënsteren, auch bannen, weil ganz oft eben wann in am Deichtor fährt mat schmutzige Fenstern die Reflexionen nach mich schlimm sind an nach dadurch mich schlecht gesagt. Dann ist natürlich auch wichtig an das auch vom Code la Route 4 geschrieben, dass von dem meisten Auto start will fortfuhren an das Gefroe, dass in Fenstern alle Gu natürlich muss frei machen.